Haltet ihr es noch aus überhaupt? Ihr müsst jetzt ja sagen, es ist ja die Regie so, gell? Ja. Ihr habt überhaupt verstanden, glaube ich, dass die Regie so ist. Es ist eine Propagandaveranstaltung für normalen Schulunterricht. Weil im normalen Schulunterricht hat man am Vormittag mindestens 3 Pausen oder so. Hier hat man keine, damit man sieht, wie schön es eigentlich in der Schule ist. Das ist der Hintergrund. Sonst gibt es keinen Grund, dass man so organisiert. Aber jetzt wisst ihr es. Ja? Ich möchte jetzt fortsetzen, dort, wo es einfach begonnen hat auf einmal, dass man sich anders vorstellt, wie das mit den Identitäten ist, dass man versucht hat, wie kommt man weg von diesem Entweder-Oder, der eine Nationalismus gegen den anderen. Und man hat tatsächlich Anleihen immer wieder genommen bei postkolonialen Denkern, zum Beispiel bei einem karibischen Autor aus Frankreich, Edouard Glissant, der die Frage einfach so gestellt hat, ich lese das jetzt vor, den Satz, wie kann man selbst bleiben, ohne sich dem anderen gegenüber zu verschließen, und wie kann man sich dem anderen öffnen, ohne sich selbst zu verlieren? Das ist eigentlich die Frage. Und das habe ich übersetzt ein bisschen in wissenschaftlich, und in wissenschaftlich heißt das dann nicht identitäre Identität. Ja, also eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, oder das ist dieser Gedanke. Ja? Und ich glaube, dass das dann ganz stark eigentlich gekommen ist von auch den Kärntner slowenischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Denken wir nur an Jani Oswald zum Beispiel, der ein Gedicht geschrieben hat, das heißt Jas ich. Und das ist eigentlich schon seine Doppelidentität. Er hat einfach ein Gedicht geschrieben, in einer Sprache könnte man sagen, und dann hat er es in der zweiten Sprache geschrieben, dann hat er die 2 Sprachen miteinander sozusagen ineinander hineingeschoben, und dann entsteht sowas wie hier, ich liebe svoje mein, dvojni doppeltes Jas ich. Und so geht es das ganze Gedicht durch. Ich empfehle euch, seine Gedichte in Ruhe selber zu lesen. Das ist jetzt nur so eine Kostprobe. Interessant ist auch, wenn er bei seinen Wortspielen über Identität mit dem Deutschen spielt. Wenn er sagt Identitäta, dann steckt lautlich, nicht geschrieben, drinnen das Wort Täter. Also etwas Böses eigentlich. Ja? Und dann heißt sein Kapitel Identitäter und Opfer. Ja? Täter und Opfer. Also er ist eigentlich, Entschuldigung, er ist sehr skeptisch gegenüber der Suche nach Identität, weil er immer Angst hat, dass das zu einem nationalistischen Unternehmen wird. Ja? Oder ein anderes Beispiel, Maja Haderlap. Maja Haderlap hat, ich würde das so nennen, einen großen slowenischen Roman in deutscher Sprache geschrieben. Und das hat, glaube ich, sehr viel bewirkt in diesem Land. Sehr viele Menschen, vor allem auch der deutschsprachigen Bevölkerung, haben die Situation der Kärntner Sloweninnen und Slowenen seit dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal verstanden durch diesen Roman. Es hat ihr aber auch viel Kritik eingebracht, weil dieser Roman eben auf Deutsch geschrieben worden ist. Ja? Und sie hat in ihrem neuen Roman, sagt sie vielleicht noch deutlicher, das ist dieser Roman Nachtfrauen, der vor kurzem erschienen ist, sagt sie es noch deutlicher, wie sie über das Ganze denkt. Sie lässt ihre Hauptfigur Mira sagen, ich hätte sagen sollen, dass ich bei meinen Besuchen im Dorf furchtbar gefunden habe, wie alle, die Deutschkärntner und die Slowenen, versucht haben, sich ständig voneinander abzugrenzen. Ich hätte ihr sagen müssen, dass ich mich oft gewundert habe, dass sie überhaupt mit mir spricht, ihr gegenüber eben, weil ich ja von den Slowenen abgeschrieben worden bin, als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt gäbe als irgendeine Zugehörigkeit, deren Nachtseite die Verbannung ist. Ja? Das heißt, die Maja Haderlap wendet sich mit solchen Worten, die sie eben einer Figur in den Mund legt, sehr dagegen, dass so ein Zusammenstoß von 2 Nationalismen bleibt und dass die Abkehr vom Nationalismus
auch eine Abkehr von Slowenentum interpretiert wird. Ja? Und in ähnlicher Weise, glaube ich, gibt es eine, das sehe ich so, eine ungerechtfertigte Kritik daran, dass es einen Dialog mit dem Kärntner Heimatdienst gegeben hat, der immerhin dazu geführt hat, dass der Heimatdienst jetzt eigentlich neutralisiert ist, dass er zwar immer noch ein ideologischer Gegner ist in meinen Augen, aber dass er politisch nicht mehr gegen die Kärntner Sloweninnen und Slowenen auftritt. Und das ist, glaube ich, ein Schritt irgendwie, der doch zu einem neuen Verständnis von Identität in Kärnten insgesamt führen kann. Die Voraussetzung war, dass auch die sozusagen antifaschistisch-slowenische Seite zugegeben hat oder sich selbst eingestehen konnte, dass in diesem antifaschistischen Widerstand auch Fehler oder auch Verbrechen begangen wurden, wie halt in solchen Auseinandersetzungen leider der Fall ist. Und erst als das irgendwie gelungen ist zu erkennen, ist es jetzt möglich geworden, transnationale Gedenkfeiern zu machen, die aber in keiner Weise sozusagen die Idee des Antifaschismus in irgendeiner Weise ins Frage stellen. Okay, könnte man sagen, ist ja alles gut so. Nein, ist es eben nicht, weil, wie ich schon angedeutet habe am Schluss meines ersten Vortrags, das Problem bleibt in meinen Augen einer strukturellen, systematischen Benachteiligung der Kärntner slowenischen Bevölkerungsseite. Am Anfang ist geredet worden in einem Einleitungsbeitrag von Karl Rehn über die Notwendigkeit gesetzlicher Veränderungen. Das ist jetzt nur vornehm angedeutet worden. Ich glaube, dass da noch einiges nötig sein muss und sein wird, damit auch die Existenz der Kärntner slowenischen Volksgruppe auf Dauer gesichert werden kann. Da muss sowohl auf kultureller wie auch auf juridischer, politischer Ebene noch einiges passieren. Ich habe ja jetzt ein paar Zitate herausgesucht aus einer Studie, wo Kärntner Sloweninnen und Slowenen, die jetzt in Wien leben, befragt werden, wie es ihnen geht. Und da ist für mich sehr erschreckend dieser Satz, dieses unsichtbare Gespenst, sprachenfressendes Gespenst, das vielleicht Ausdruck findet, ja, eben in dieser Assimilationspolitik. Ja? Und dann tut sich dieser Gesprächspartner irgendwie auseinandersetzen mit der Tatsache, dass Menschen sich von ihrer Sprache entfremden und dass sie diese Entfremdung irgendwie gar nicht als solche empfinden, sonst würden sie sich ja nicht entfremden, sagt er. Und das ist ein Prozess, der irgendwie gestoppt werden müsste. Ja? Die waren antislowenisch, die waren ja nicht gegen sich, die waren halt vielleicht gegen einen Teil von sich. So drückt er das aus oder so. Ja? Und das ist aber keine reine individuelle Sache, sondern das hängt zusammen mit den Strukturen und mit den Verhaltensweisen in Kärnten. Und wenn man das nächste Zitat einblendet, dann finde ich das besonders eigentlich beunruhigend, weil das sind relativ neue Zitate, das ist nicht von irgendwann einmal. Und wenn die Menschen sagen, wie diese Dunja, es ist eigentlich viel leichter in Wien eine Slowenin zu sein, als in Kärnten, ja, dann ist ja irgendwas, wo man sagt, na, es ist doch noch nicht alles ideal in unserem Land. Ja. In Wien, da hat man eben einfach normal gelebt, nicht immer mit einem so eingezogenen Rücken herumlaufen. Oder diesen Indianerstatus haben wir dort nicht. Ja? Also das bekämpft mich, wenn ich höre, dass Menschen jetzt, und das ist vor keinen 10 Jahren gemacht worden, diese Interviews, wenn sie das so empfinden heute. Ja? Oder wenn jemand sagt, also die Lucia sagt dann, in Wien bin ich Wienerin, in Kärnten bin ich Kärntnerin, aber Kärntner Slowenin. Und in Wien bin ich einfach eine Wienerin und wenn jemand weiß, dass ich Kärntner Slowenin bin, wird das positiv kommentiert und nicht negativ. Und das ist doch irgendwie ganz anders. Und das ist eben dieser gekrümmte Rücken und so in der Art. Ja? Und
Entscheidend ist auch, wenn die Leute dann erzählen, wie es ihrer Meinung nach so gekommen ist. Die sagt, ja, im Kindergarten muss man sagen und in der Volksschule, die Lehrerinnen, sie waren sehr lieb, aber sie waren rassistisch. Ja, sie haben eigentlich die Kärntner Sloweninnen und Slowenen, das habe ich erlebt, sagen sie, unterdrückt. Ja? Und das ist doch etwas, was uns zu denken geben muss und wo man, glaube ich, noch viel mehr über das nachdenken muss. Und wenn ich vielleicht das nächste Zitat einblende, dann sieht man dieses Dilemma, wie es Maya ausdrückt. Ja? Ich muss mich irrsinnig darum kümmern, dass meine Sprache nicht verkümmert, dass meine Kinder dann die Sprache noch weiter haben und dass nicht der deutsche Wortschatz so übermächtig ist. Das erinnert mich sehr an diesen Beitrag vom slowenischen Gymnasium, den ersten, wo das eine Mädchen eben erzählt hat, ja, mit wem werde ich noch in Zukunft reden können? Ja? Genau diese Sorgen haben viele Menschen oder so. Und ich glaube, dass das etwas ist, mit dem wir irgendwie uns sehr auseinandersetzen müssen. Und insofern ist es ein Problem, einfach zu sagen, ja, keinen Nationalismus mehr. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich kenne solche, ich bin ganz fortschrittlich, ich bin gegen jeden Nationalismus. Fangen wir bei den Slowenen an, fangen wir bei den Schwächeren an. Ja? Also so geht es nicht einfach. Ja? So kann man nicht vorgehen, sondern man muss sich anschauen, wie. Mein Kollege von der Uni Klagenfurt, der Mirko Wakonik, hat in seiner Studie über das Schulwesen gesagt, er ist der Meinung, dass eigentlich das Minderheitenschulwesen in eine subtile Gewalt ausübt, die im Grunde schuld ist daran, dass das Slowenische sich nicht stärker verbreiten kann. Und er macht einige Vorschläge, hat er schon vor einigen Jahren gemacht, aber sie sind mir auch nicht richtig beachtet worden. Ich möchte sie hervorheben. Mir scheint es wichtig, dass man sie heute politisch diskutiert. Schade, dass der zweite Landtagspräsident nicht mehr da ist, der doch so viel für die Slowenen machen möchte, wie er angekündigt hat. Da beginnt es schon damit, dass Wakonik vorschlägt, Minderheitenschulwesen würde ich das Ganze gar nicht nennen wollen. Denn das ist schon was Diskriminierendes irgendwie. Nennen wir es anders irgendwie. Ein Begriff, der positiv besetzt ist. Ein Begriff, der auch inklusiv ist und nicht nur für eine Gruppe ist. Ja? Und entwickeln wir ein mehrsprachiges Bildungskonzept für alle Schülerinnen, denn die Zwei- und Mehrsprachigkeit sollte doch eigentlich zu einer Selbstverständlichkeit in Kärnten werden. Vergessen wir nicht, das war schon einmal der Fall, 1945. Ja, 1945 ist gesagt worden, Achtung, wir wollen den Faschismus nicht wiederholen. Wir wollen, dass sich die Menschen hier verstehen. Und das geht nur, wenn eigentlich, zumindest im Gemischsprachengebiet, alle Menschen beide Sprachen lernen. Das war einmal eine Realität. Und wenn man es heute sagt, denken die Leute, das ist eine Utopie. Ja? Was ist da passiert? Ja? Das wäre ein weiterer Punkt, den er genannt hat. Ja? Und ein dritter Punkt, das nennt er den Bruch mit den territorialen, kulturellen, sprachlichen, ethnischen Grenzen, um es zu öffnen für die Alpen-Adria-Region. Also in gewissem Sinn machen das die Kugelklassen, aber sie machen es eben nur für einen Teil der Bevölkerung, nicht für alle. Ja? Und Abschaffung des Anmeldeprinzips, das ist ja auch etwas, was es 1945 nicht gegeben hat. Das wäre ein weiterer Vorschlag, den er gebracht hat. Und irgendwie etwas, was wir heute eigentlich ohnehin schon genug diskutiert haben, diese Markierung, die Sprache als Markierung einer Ethnie. Ja? Wenn du, ich nenne nur eine Formulierung, wie sie der Kärntner Heimatdienst früher verwendet hat, kreuze Deutsch an, wenn du kein Slowene sein willst. Ja? Dann tu so, als würdest du gar nicht Slowenisch können, wenn du nicht da dazugehören willst. Ich habe eine Schwiegermutter gehabt, sie ist schon gestorben, die hat bei dieser sogenannten Volkszählung besonderer Art zu uns gesagt, sie wollte nicht slowenisch sein. Ja? Und sie hat gesagt, jetzt muss ich lügen gehen
Und jetzt muss ich Deutsch ankreuzen, weil ich will da nicht irgendwie, das war für sie alles so politisch und so, da wollte sie nichts zu tun haben mit dem. Diese Markierung, die Sprache ist gleichzeitig eine Identität, eine Nation, eine Bürde. So geht es irgendwie nicht weiter. Ja? Und ich würde noch hinzufügen, dass man auch unbedingt diskutieren muss, viel mehr als bisher, was macht jemand, der nicht in Kärnten als Slowenin und Slowene leben will? Wie kann diese Person ihre Kinder in Zukunft auch in Slowenisch unterrichten? Das betrifft vor allem Wien, vielleicht auch Graz. Und wie könnte da eigentlich eine Förderung aussehen, die nicht mehr nach dem Territorialprinzip des Minderheitenschulwesens aussieht? Wenn man wirklich etwas machen will für den Erhalt der Volksgruppe, dann müsste man diese Sachen diskutieren. Das war nur auf die Schule bezogen. Man könnte über die Medien reden, man könnte über vieles andere reden. Das ist zu viel heute. Ja? Wichtig scheint mir nur ein Gedanke zu sein. Das ist der Gedanke, dass das jetzt nicht mehr einfach die Idee ist, irgendwelche Sonderrechte für die Slowenen, sondern dass das Rechte für alle sind. Dass alle Menschen letztlich, wenn sie es wollen, das Recht haben, auch Slowenisch zu lernen. Und dass man das selbstverständlich auch ausdehnen müsste. Wie schaut es mit den anderen sprachlichen Minderheiten in Österreich aus, die man nicht so nennt? Wie schaut das zum Beispiel mit den Türken aus? Wie schaut das mit denen aus, die wir so grob serbokroatisch nennen und so weiter? Ja? Welche Rechte haben diese Menschen auf ihre Muttersprache? Ja? Wenn wir das Recht auf Sprachunterricht als ein Menschenrecht sehen, dann müssen wir, glaube ich, in vieler Beziehung hier ganz umdenken. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen, die ich heute sagen möchte. Ja? Ich habe davon gesprochen, dass dieses Referat den seltsamen Titel hat, Weitergabe des Feuers statt Anbetung der Asche. Dieser Satz stammt von einem französischen sozialistischen Führer, der Jean Jaurès hat er geheißen. Er war gegen den Ersten Weltkrieg und ist daher, kann man sagen, zu Beginn des Weltkriegs ermordet worden, weil man mit solchen Leuten aufgeräumt hat. Und er hat eben gemeint, das Erhalten einer Idee ist wichtiger als das Erhalten des Wortlauts einer Idee. Wir müssen das Feuer weitergeben. Und ich denke, das Feuer weitergeben heute, das hieße eben auch die Idee der Rechte an Sprachen weiterzugeben. Die Verteidigung der Rechte für alle, vielleicht könnte man noch die nächste Folie bringen, für die Idee, das Feuer weiterzugeben, statt die Asche anzubeten, ist eben ein nicht nationales Verständnis von Identität. Das Gegner kennt, aber keine Feinde. Das die eigenen Sprachenrechte verteidigt, aber anderen Sprachen gegenüber einfach offen bleibt. Dass die Tradition des Antifaschismus hochhält, aber auch Fehler zugibt, die gemacht wurden. Die Tradierung der eigenen Sprache als Weitergabe des Feuers versteht und die jüngeren Generationen dabei fördert, volkstumsbewusste Kosmopoliten zu werden. Ich denke, ich werde an dieser Stelle enden. Dankeschön. Sandra Lassmann. Najlep Šohala, vielen herzlichen Dank, Werner Wintersteiner. Und wir haben noch Zeit für Diskussionsbeiträge. Wir haben aber da einen Beitrag des netten Herrn in der letzten Reihe. Bitte, prosim lepo, Mikrofone tukaj, oziroma še pride, ja. Hvala lepa za kompliment. Ove Sonett, ich weiß nicht. Ich hätte erstens einmal einen großen Dank an die Schülerinnen und Schüler. Hvala lepa. Bom v slovenščini nadaljeval, ker itak prevajajo. Je bilo zelo zanimivo in prav prijetno poslušati mlade ljudi z novimi idejami, z veliko veseljem in z novim nadihom. To je bil lep dopoldan za mene tukaj poslušati. Hvala lepa še enkrat. Jaz bi imel nekaj pripomb k gospodu Wintersteinerju.
Ich hätte ein paar Anmerkungen zum Herrn Professor Wintersteiner. Fragen vielleicht auch. Ich habe vielleicht auch missverstanden seine Ausführungen. Es ist ein bisschen zu mir rübergekommen, als ob es in den 60er, 70er Jahren zwei Volkstumskonfliktpartner gegeben hätte in Kärnten. Ich bin erst natürlich Ende der 60er Jahre sozialisiert worden in Kärnten, sodass ich nicht die ganzen 60er Jahre überblicken kann. Aber ich habe keine zwei Partner gesehen, die einen Konflikt führten, sondern einen Partner, der die Jahrzehnte zuvor eine marginalisierte Minderheit ausradieren wollte. Und dass da zwei Nationalismen Konflikte führten in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, war mir neu, und ich glaube auch, dass ich das missverstanden habe. Nicht, weil diese Konfliktpartnerschaft, wo zwei gleich starke Wirtshausraufer sozusagen irgendwo aufeinandertreffen und sich blaue Augen schlagen, die zwei Raufer hat es nicht gegeben. Es hat einen Raufbold gegeben und einen, der es aufs Auge gekriegt hat. So habe ich erlebt. Okay, ich glaube, es ist noch viel komplizierter. Es ist sicher nicht so, und das habe ich auch nicht sagen wollen, dass hier zwei gleich starke Partner waren. Das waren sie nie. Ja? Also allein die Geschichte von Przecicho-Worans zeigt ja, dass obwohl damals die Kärntner Slowenen in dieser Südkärntner Gegend die Mehrheit waren die die Macht gehabt haben, eine Minderheit, aber eine so starke Minderheit, dass sie zu einem unglaublich starken Rückgang der Kärntner Slowenen beitragen konnten. Das war ihr erklärtes Ziel, das ist gelungen. Also könnte man auf keinen Fall sagen, dass zwei gleich starke Partner sind. Was ich allerdings behauptet habe, ist, dass auch bei der schwächeren Partei eine Art Spiegelung der Idee, wie man sich durchsetzt, gegeben hat, den Nationalismus. Und dieser Nationalismus war natürlich auch in Jugoslawien, im slowenischen Jugoslawien, sehr stark. Ja? Und dieser starke Nationalismus, also da könnte man ewig über das reden, das wäre aber ein eigenes Thema irgendwie, der hat natürlich in Kärnten abgefärbt. Und was ich sage, ist nicht, dass da zwei gleich starke waren, sondern ich behaupte, dass die schwächere Partei sich teilweise, und ich habe das in den Anfang der 70er Jahre selber erlebt oder so, hat es ja auch innerhalb der Kärntner Sloweninnen und Slowenen und innerhalb dieser damaligen relativ starken Solidaritätsbewegung der Deutschsprachigen, hat es sozusagen zwei Positionen gegeben. Soll man sozusagen ganz nationalistisch denken oder soll man einen anderen Weg gehen? Ja, ich kann mich an das ganz gut erinnern, an diese Auseinandersetzungen. Und ich habe gemeint, dass sich dieser Weg auf einen starken Nationalismus, mit dem eigenen Nationalismus zu wehren, nicht wirklich bewährt hat. Das ist eigentlich meine Aussage, bei der bleibe ich, wenn das so verstanden wurde, bin ich richtig verstanden worden, ganz egal, ob wir jetzt einer Meinung sind. Dankeschön. Ich sehe einen Redebeitrag. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön, den Redebeitrag, Kommentar, Frage. Novak, generalni konzul Republike Slovenije. Jaz se strinjam z gospodom Miklom in sicer, ja, da je šlo na eni strani za slovensko manjšino, ki je želela, da se uveljavijo njene pravice, manjšinske pravice, zagotovljene tudi z avstrijsko državno pogodbo. Na drugi strani je bila pa nemško govoreča večina, ki je preprečevala izpolnitev teh pravic. In te pravice z državne pogodbe niso izpolnjene do danes. To je moje stališče. Hvala. Najlepša hvala, gospod generalni konzul. Hvala lepa.
In tudi hvala gospodu Hubertu Miklu za prispevek. Ich wollte eigentlich nichts sagen. Mikrofon sagen. Ja, ich werde an der Stelle, es gibt ja einen Zeitdruck auch, 3 Minuten noch, gell? Bitte nutzt die Gelegenheit, vielleicht gibt es noch etwas, ich möchte noch meine Beobachtung teilen. Gell? Wenn wir jetzt 10, 15, 20 Jahre zurückgehen, war auch innerhalb der Minderheit eine traditionell verwurzelte Identität sehr stark präsent, gell? Überpräsent im Vergleich zu anderen Identitäten. Heute beispielsweise führe ich an Schulen Gespräche, Interviews, spreche mit jungen Kärntner Sloweninnen, jungen Kärntner Slowenen, die nicht mehr so eine traditionell stark verwurzelte Identität im Vordergrund stellen, sondern da sind eher schon andere Identitätsteile, egal wie man sie jetzt bezeichnen würde, nicht mehr so traditionell verwurzelt im Vordergrund. Es ist spannend. Ich glaube, da ist vieles im Fließen, im Bewegen und gerade deswegen war ja auch ein sehr präsenter Teil heute diese fließende Identität. Identität immer als etwas, das im Fließen begriffen werden soll. Wir alle ändern unsere Identitätsanteile täglich eigentlich, je nachdem, wo wir gerade sind und wie wir gerade sind. Wir dürfen hoffen, dass Kärnten Koroschka es schafft, seine slowenische Identitätsanteile auch in Zukunft wirklich sichtbar und noch sichtbarer zu zeigen eigentlich, wenn man jetzt vom Bundesland ausgeht, wie die Identität des Bundeslands ist, wenn man so absurd sein darf. Bitte, noch ein Redebeitrag von Gospod Karl Renn. Jetzt muss ich trotz des Countdowns von 2 Minuten trotzdem ganz kurz was anmerken. Und zwar, ich sehe das nicht so als Widerspruch. Also es ist auch bei einem Beitrag von Schülern schon mal angeklungen. Dort der altbackene Nationalist, der im Eck sitzt, und dort der weltoffene Weltbürger, der mit multiplen Identitäten spielt. Ich glaube, dieser Spruch ist nicht so. Natürlich ist die Grundfrage, wie bewahre ich in einer globalisierten Welt meine spezifische Identität. Und wenn man das quasi historisch analysiert und sich zum Beispiel die jüdische Minderheit anschaut, die in urbanen Zentren gelebt hat, total numerisch klein war, über Jahrhunderte dort die spezifische Identität erhalten hat und trotzdem globalisiert war, quasi sich von Stadt zu Stadt gezogen ist und wirtschaftlich erfolgreich war, multilingual war, und trotzdem hat man den spezifischen Teil der Identität beibehalten. Und wenn man Kärntner Slowen ist und selbstbewusster Kärntner Slowen ist, dann ist es natürlich notwendig, möglichst multilingual zu sein und auch offen zu sein und auf andere zuzugehen. Und das ist viel leichter, wenn man ein klares Selbstbewusstsein hat und hier in diesen Sachen mit sich selbst im Reinen ist. Und der große Teil dieser Kärntner Urangst war ja hauptsächlich darin begründet, dass diese quasi Deutsch-Kärntner selbst nicht wussten zum Teil, wer sie sind, und deswegen diese deutsch-nationale Komponente so überbetont haben, um sich vom Slowenischen abzugrenzen. Voilà. Ich lasse den Experten antworten. Bitte, Werner Wintersteiner. Ich hab dann am Schluss auf eine letzte Folie verzichtet, die genau diese integrative Idee eigentlich zum Ausdruck bringt. Und das ist eigentlich mein Resümee von dem Ganzen, weil ich ja eben gesagt habe, wenn man sozusagen nur eine Dekonstruktion alles Nationalen macht, dann hat man nichts mehr in der Hand, mit dem man die nationalen Rechte verteidigt. Ja, also es muss, aber gleichzeitig darf das nicht mehr in dieser alten Form geschehen. Und das Problem ist eben, dass die Dinge komplex sind und dass wir es lieben, die Dinge einfach zu machen. Und wir können uns die Komplexität nicht ersparen. Ja? Und man könnte es ja noch viel weiter treiben. Man könnte sagen, gerade die Kärntner Sloweninnen und Slowenen, die ja eigentlich sozusagen, Kärnten war ein Versuchsfeld des Rechtspopulismus für ganz Europa mit Jörg Haider. Irgendwie hat man es geschafft, dem auch Konter zu geben. Eigentlich könnte man sagen, Kärnten hat ja irgendwie dadurch ganz großartige Erfahrungen, die nicht richtig ausgewertet sind, die man brauchen könnte. Man könnte sagen, dass eine Volksgruppe, die seit Jahrzehnten um ihre Rechte kämpft, auch in vielen anderen Fragen, zum Beispiel in der ökologischen Frage, zum Beispiel in der Frage eben des Weltbürgertums und so, eigentlich sehr gute Voraussetzungen hat, dass man von dem lernen sollte. Politische Bildung in diesem Sinne könnte eigentlich einen ganz neuen Horizont in dem Sinne eröffnen. Man muss es auch sehr, und das habe ich jetzt bei der Jugend teilweise gesehen, sehr selbstbewusst angehen und sagen, wir haben was zu bieten. Wir haben eine Tradition von Widerstand. Das ist die Weitergabe des Feuers. Ja, und ich glaube, das könnten wir heute alle brauchen.
Ja. Dankeschön. Schöne Schlussworte. Es ist Punkt 13 Uhr. Ich danke allen. Najlepša hvala, dass ste prišli. Najboljše vam mladim. Vielen herzlichen Dank den vielen jungen Leuten, die da waren, den Lehrpersonen, die sie hergeführt haben und allen, die hier waren. Hvala lepa. Dankeschön. Najlepša hvala.